Viele Werk in unserer Bibelbetrachtung Sachen wie wo oft ganz glückliche und auch gesunde Verhältnisse ütenein rieten können. Und das sagen wir an der Beziehung oder Verhältnis zwischen König Saul und David. Zu einer Zeit sagt Gottes Wort ans, Saul gleicht David Seier. Er hat ihm so sehr gegleicht, dort hat er nicht mal erluten, dass dort David in sein Haus gehen kann. Er muss durch, wie Saul bleiben. So sehr hat Saul gegleicht. Und David bleibt Saul treu. Sein Leben lang. Kriegen dann, was David für Saul tut. Ob er sein Hauptspieler wird, oder sein Gerätschaftsträger wird, oder ein Soldat wird, oder sogar den König sein Schwier sehen wird. David bleibt Saul treu. David hat etliche Eigenschaften, die Saul auch sehr geschätzt hat. Sehr geschätzt. Aber einen Tag, weißt du noch, was ist passiert? Woran ist er dann anders geworden? Was ist passiert? Ja, was Saul eine Beise Yes kriegen deit, nicht? Krieg. Weißt du noch, als diesen Kampf gegen die Philister eben wir und David war der Tränen in Haus gekommen und die Frühlied dann rübergekommen und singen, wo Saul seine Düsende geschlagen hat und wo David seine Tierdüsende. Und dann haben wir das ut. Von du wieder. Hat Saul so eine starke Aufgabe, dass diese Beise jetzt einem nicht wirklich mal tachluten will. Von du wieder hat er David gehasst. Und das wies uns war, wo wichtig dort ist, wenn wir so eine Gefeile haben, weil wir oft ernstlich eben andere sind, kriegen und wo klein diese Gefeile am Anfang sind, oder wo groß die sind, liebe Geschwister, die müssen wir festnehmen. Die werden wir zu Hause kriegen und die Jesus bringen. Wenn wir die bloß tachluten down, was wollen die? Wir wollen wissen. Die wollen wissen, dann jedes Mal, wenn wir die Person dann sein, und wo dort dann gut geht oder glücklich geht, jedes Mal, dann wird diese Aufgabe an uns bloß gratis worden. Aber dann schließlich zu Lat uns mehr übernimmt. Wie müssen diese Gefeile Gott bringen? Für Nils Marius war wir mit Gottes Hilfe eine zweite Beziehung siegen, nämlich Davids Beziehung zu Jonatan. Und wer ist Jonatan und wer wir hier? Saul sein ältester Jung, ja, Krieg, sei gut. Und so wie viele Werk hier, wir Saul oft ganz sich über David, wie es sei meine Anerkennung kriegen deit, und er hat auch Angst für David. Wie es Gott mit David wird, das wisst er gut. Er könnte sein, wo Gott mit David wird. Und wo Gott nicht mehr mit ihm wird. Und deswegen hat er Angst für David. Saul hat Angst, dass David, der wir, von wem Samuel geredet hat, der von Gott gewählt wird, König zu werden. Das will er nicht. In Apostelgeschichte 13, Vers 21 sagt Gottes Wort ans, dass Saul wo lang als König regiert hat. Weißt wer? Das ist eine Nummer, was wir fertig in Gottes Wort finden. 40 Jahre. Ja, good guess. Das wird gut. Reich. Der wir 40 Jahre König in Israel. Und Bibelforscher glauben, dass Saul all 30 wir als König wird. So, der wir nicht eine ganz jung als David wir. Und dass er ungefähr 30 Jahre regiert hat als König, als David sein Schwier sehen wird. So, Saul wird nicht mal so sehr jung, er wird ungefähr 60 und 60 Jahre alt. Und wenn er all 30 Jahre als König regiert hat, kann ich annehmen, dass er wird nicht so viel länger noch regieren. Der wird noch 10 Jahre und dann wird er weich sein. Bibelforscher glauben auch, dass Jonatan all 40 war, als David Goliath besiegte. So Jonatan wird eine Schau für alle als David.
Also wenn Saul also alt wie woran hat er dann so sehr Angst, dass David am seinen Königreich wegnehmen wird? Ich meine, das meiste von seinem Leben wie auch hängen, nicht? Was will er haben? Er will die ihr haben, ja, Krieg. Und wenn einer an Jonatan denken wird, er will haben, dass Jonatan nur am König werden soll, nicht? Und wenn David König werden wird, dann kann Jonatan nicht. So, er dacht auch an Jonatan. Und weil wir das im Sinn halten, währenddem wir diese Betrachtung durchnehmen. So, Jonatan wird aber ganz anders als sein Vater David. Oder Vater Saul soll ich besser sein. Der wird nicht aufjänstig über David und der hat auch nicht Angst vor David. David wird sein Freund. Und wo kam das dann, dass David und Jonatan so eine enge Freund waren? Ich will uns Wasserfarge verlesen, die wir all fähig sind, zu lesen, die wir in 1. Samuel 18 finden, weil wir nach Gottes Wort aufhaben, weil wir 1. Samuel 18, Vers 1 lesen. Ich lese 1. Samuel 18, Vers 1. So ich sage, wie fähig sind nach dieser Vers all gelesen, aber die halten uns von der unsere Betrachtung besser zu verstehen. Vers 1, 1. Samuel 18, Vers 1. Als David mit Saul uitgeredet hatte, wie Jonatan seine Säule eingeworden mit David seine. Jonatan gleicht David so sehr, als er sich selbst deit. So, wie kann sein, die wir ein guter Freund. Vers 3. Und Jonatan mögt einen Bund mit David, dass sie sich immer untereinander beistehen würden. Wie es Jonatan hielt so viel von David als von sich selbst. So, das ist das erste Mal, dass wir in Gottes Wort lesen, dass Jonatan verhebt mit David mal geredet hat. Aber wie es David auch für ein paar Jahre Saul gedient hat, als Hauptspieler, als Gerätschaftsträger oder Gewehrträger und auch als Soldat, ist es gut möglich, dass diese zwei einander auch gut kennenlernen von dann. Jonatan, das ihr seht, wie ein Schaf alle aus David, wenigstens 20 Jahre alle. Aber sie sind alle mögen keinen Unterschied. Die werden gute Freunde. Und als Jonatan David kennenlernt, war seine Seil eint mit David seine. Habe ich mal so einen guten Freund gehört, dass wir sozusagen eint im Seil werden? Dass wir Messkrieg über rein denken, die solche Ziele im Leben haben und Wünsche und so weiter. So werden diese zwei. Die werden eint im Seil. Obwohl Jonatan ein Schaf aller aus David wir. Und uns wurde nicht gesagt, woran Jonatan David so sei gleicht, aber ich nehme an, dass mit David starken Glauben an Gott zu tun hat. Jonathans Glauben wir für ihn sei wichtig. Lang ehe wir von David in Gottes Wort lesen, dann lesen wir von Jonatan. Und wo er gegen die Philister kämpfen deit. Und wo er sich auch ab Gott verleiht, währenddem er gegen die Philister kämpfen deit. Zum Beispiel lesen wir in 1. Samuel 14, in Kapitel 3, Kapitel 3, 1. Samuel 14. Du so lesen wie wo Jonatan in sein Gewehrträger nur die Philister leer gingen. Bloß diese zwei. Ich weiß nicht, wo sie ganz bald durchkommen, aber diese zwei wollen gegen die Philister kämpfen. Bloß Jonatan in seine Gerätschaftsträger. Ich weiß nicht, Krieg, ob sie eine Gerätschaftsträger dort tun will. Aber das will Jonatan tun, dann muss er mit. Ja, 1. Samuel 14, Vers 6 sagt, und Jonatan sagte den jungen Mann, der seine Gerätschaft trug, werde einmal nur die unbeschnittene Philister gehen. Vielleicht helpt der Herr uns. Der Herr kann helfen, ob durch ein Teil oder ein paar. Und wie sei sich ab Gott verleiht, wie er sich Dinge zu tun, die für arm allein würden allmählich gewahr sein. Arm allein, mit seinem Gewehrträger gegen die Philister zu kämpfen. Vers 14 sagt, und an dieser ersten Schlag brach Jonatan wie 20 Männer an. Ganz allein. Er verleiht sich ab Gott. Uns wird nicht gesagt, ob Jonatan bei seinem Bruder wie aus Goliath und die Philister gegen die Israeliten kämen. Wahrscheinlich wird er nicht dabei, wie es er nicht erwähnt wird. Ich habe vielleicht annehmen von dort, dass er ja nicht dabei war. Aber ich nehme an, dass als er hier, wo David sich freiwillig anmelden deit, um gegen Goliath zu kämpfen, und wo David sich völlig ab Gott verleiht, um den Sieg zu kriegen,
dass Jonatan sich selbst in David sein kann. Ja. Sie hatten den seligen Glauben und Vertrauen auf Gott. So eine Beziehung, als was David und Jonatan hatten, als von der Tag nach unser King Gottes zu fangen. Gottes Wort, Gottes Glauben in Blut, in Gnut, in Jes, diese Dinge, die rieten Wing zwischen Menschen durch, sodass wir auch ein am Seil worden können. Kriegst du diese zwei Viren? Die verleiten sich ganz auf Gott. Und so da wie, nicht? Und wir sporen einander an, dort zu tun, uns auf Gott zu verluten. Ja? Da wir niemals für jeden tun, dort, wenn Gott auf uns sieht, erst dann gewinnen wir jedes Mal. Kriegen dann, ob wir viel sind oder wenig. So ist Jonatan sieht. So eine Beziehung kann wir von der noch haben, als Kinder Gottes. Wenn wir Gottes Geist an uns haben, wenn wir durch Jesu Blut und Gnut rein gewaschen sind, dann ist es möglich. Gottes Wort sagt auch, andererseits, dass wir dadurch weiten können, ob wir wahre Kinder Gottes sind, durch unsere Beziehungen zueinander und ob wir Leben haben. Jesus sagt in Johannes 13, 34 und 35, er sagte seine Jünger in Johannes 13, 34 und 35. Er sagt, ich habe ihnen ein Niet gebaut. Je sollen ihnen untereinander gut sein, kriegst du es auch ihnen gut gewassen. Ihre Leib füreinander so groß sein, als meine Leib für ihnen. Wenn je Leib untereinander haben, dann wird alle Mann sein, dass je meine Jünger sind. Nur Gottes Wort sagt auf verschiedene Stellen, dass wir weiten können, ob wir allein sind oder nicht, ob wir seine Kinder sind. Und hier sagt Jesus selbst, hier sagt Gott selbst, je kann weiten, ob die Kinder Gottes sind, und auch andere wollen sein, dass die meine Jünger sind, wenn die untereinander Leib haben. Wenn diese Wege zwischen und wir weich sind, wenn die ein am Seil sind, kriegst du es David und Jonatan werden. Durch ihre Liebe zu Gott und ihren Glauben an Gott waren David und Jonatan enge Freunde. Aber du wir noch Wort. Wenn wir wieder lesen dann, 1. Samuel 18, Vers 4. 1. Samuel 18, Vers 4. So sagt die Bibel uns, Jonatan nahm seinen Rock auf und gab David den. Er gab ihm auch seine Schutzkleider und sogar sein Schwert und sein Bauen und sein Mantel. Aber warum? Warum? Das wird ein Schreiber erklärt. Am Osten gab dort zu der Zeit kein größere Ehe, als den König seine Kleider unterhaben oder die Kleider von seinen Ältesten sehen. Und das sei wie sogar im Buch Esther. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichte gut kennen, aber du so im 6. Kapitel von Buch Esther sagt Haman, wir haben guter oder schlechter Mensch? Schlechter, right? Der will Gottes Volk anbringen, nicht? Aber du so sagt Haman zum König in Vers 7 in 8 ut Esther saß, für den Mann, dem der König ehren muss, sollen Kleider gebracht, der ans König trägt, in ein Pier, wo der König mal tritt, nicht? Und Haman hat gedacht, wem würde der König mal ehren wollen, das Arm, nicht? Aber der wird bloß sehr arg. Ja, den König hat Mordechai gemeint. Krieg ein von diesen Juden. Ja. Und hier sei wie über dort damals Menschen so statiert werden, nicht? Aber die Frau bleibt, woran will Jonatan David mit seinen Sachen ehren? Woran? Was glaube ich? Woran soll David seine Kleider drehen und sein Schwert am Horn haben? Hat er nicht dummer getan, dass er auch klar weiß, wer der nächste König wird sein? Saul will haben, dass Jonatan König werden soll. Und hier ist Jonatan, er trägt seine Kleider aus und der ab David nach. Nimmt sein Schwert raus und gibt David den. So zu sein, Kimmel, ich weiß all. Ich will nämlich König werden. Und ich sage ganz okay damit. Nimm die. Ich tue die bei.
Ich stehe dabei. Wo anders hat Jonatan sich verhalten als sein Vater? Jonatan wollte David nicht umbringen. Er akzeptierte Gottes Entscheidung. Gott wir mit Jonatan. Jonatan wir darauf bedacht, Gottes Willen zu tun. Dort will er noch mehr als König zu wollen. Irgendwann dort meint, alles David zu geben. Wer wird, liebe Geschwister, wer wird von der und nach so gesandt sein? Und doch sagt Jesus in Matthäus 19, 29, wer ihn helfen, Hus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Lohn verloren hat, wird dort hunderte Mal kriegen in das ewige Leben. Ja. Wann wir uns entscheiden, Gottes Willen zu tun, auch wann wir alles verloren machen, auch wann unsere Familie uns verloren wird, kriegen wir. Ich habe dort an mich fair, ich dein Gott. Ich do Gottes Willen, kriegen dann, was ich angeben mag. Jesus will, der kann ich von uns Leben sein, oder über uns Leben sein, aber er wird den Herztrau niemals mit Gewalt von uns wegnehmen. Wie machen wir geben? Und als Jonatan der klar war, dass David König werden würde, dass er alles, was er kann, David vor seinem Vater zu schützen. In 1. Samuel 19 lesen wir, Saul sagte Jonatan in all seine Eugestalten, 1. Samuel 19, Vers 1. Dort sie sollen David anbringen, das wird Saul zu seinen Dienern sagen, die sollen David anbringen, über Jonatan soll sie sehen, gleich David sei, sagt Gottes Wort. Und wie es Jonatan David so sei, gleich leid er David das Fuß weiten. Und er sagte David in der Verse 2 bis 7, 1. Samuel 19, Vers 2 bis 7, nu post morgen zu Uwes sei ab. Er sagte ihm, verstärk die und komm nicht everdeel. Und ich will mit meinen Vater soll durch dich bei auf den Stab kommen und mit ihm von dir reden. Und wenn ich irgendwas utfingen kann, dann will ich die dort sein. Und als ich dort dann so ramnehm, luft Jonatan David vor Saul und sagt, der König soll nicht arg gegen den deiner David tun. Er hat dich kein Schulden gebracht. Er hat dich viel geholfen. Er sah sein Leben abspielen, als er den Philister dort mög. Und der Herr Israel dann so sei gewinnen hat. Du sagst dort, und fragst die du tau. Woran wirst die dann nicht so versündigen und Asche ihr Blut vergeuden? Woran wirst du David anbringen, wenn er nicht den Tod verdient hat? Und Saul harchte Jonatan, und er versprach ihm, dass so sicher der Herr lebt, wird er David nicht anbringen. Und dann robt Jonatan David, und er sieht am alles, was sie berät hatten. Und Jonatan brachte David in den Saal, und er deint Saul als vorher. Nie wird das gut. Jonatan könnte mit seinem Vater reden, und seine Eier mit beruhigen, und nie wird das war gut. Aber ab wo lang? Das hat nicht lange gedauert. Woran? Wenn er diese Aufgaben noch an sich hat. Wenn er diese Gefälle nicht Gott übergibt. Die kämen dann einmal weiter drei. Und es hat nicht lange gedauert, was Saul am weiter anbringen will. Gottes Wort sagt, Vers 8 und 9. Doch, du wirst noch weiter ein Kampf mit den Philister. Und David ging mit den Truppen gegen an, und er schlug sehr viel von den Tod, und die ewige Randen von ihm weich. Und dann kam ein Weise Jes vom Herrn ab Saul. Und wenn wir wieder lesen, dann sei wie wo er war der Proben, David mit seinem Spieß anzubringen. Dort hat er über ihm nicht geklagt. Und dann danach schickt Saul David in Haus, dort seine Männer dort bewerten sollen und Samarias anbringen sollen. Aber was ist dann passiert? Wo kam David von dir wieder? Oder davon? Wer helpt ihm, davon loszukommen? Seine Frau, Saul, seine eigene Tochter, ja, helpt David von seinem Vater zu fliehen, ja, und wegzukommen. Nun kommen wir endlich treten an zum Einleitungstext, 1. Samuel 20. Wir lesen in 1. Samuel 20, Verse 1 und 2. Dann verleiht David Najot in Rama,
En ging naar Jonatan. Hij vroeg hem, wat ga ik je doen? Wat ga ik aardig je doen? Wat helpt die Vater gegen mij? Dat hij mij wel doodmerken. En Jonatan zei, nie nicht. Du brauchst nicht sterben. Jonatan wil dit niet geloven dat zijn Vater hem aanbrengen wil. Hij had zijn Vater lief. Hij had David ook lief. Hij wil dit niet zijn. En over David wist God, wat Saul geplant had. En in den 4. Vers sagt Jonatan zu David, sei, wat ik voor die doen kon, ik wil dat alle doen. Und dann lesen wir in den Vers 23, wo David und Jonatan sich einen Plan uitdachten, uitzufinden, ob Davids Leben wirklich an Gefahr stand. David sagte Jonatan, lass mich die Verse 5 bis 7 lesen. Er sagte Jonatan in den Versen 5 bis 7, hör mal, morgen ist der neue Mond, und dann soll ich mit dem König das setzen zu dort Fuß, da mir den gefallen, und lob mich aber stark verstärken, bat ewe morgen zu Uwes. Und wenn den Vater antwortet, dass ich nicht dabei sei, dann sei ihm, dass ich heute jeden wollte nach Bethlehem gehen, bei der Opfer bieten sein, wohnt die Familie jeder Jahr merkt. Und wenn er dann sagt, dass es gut ist, dann weiß wir, dass ich nicht in Gefahr sei. Aber wenn er dann da wird, dann bleibt dort, dass er mich Schulden anbauen will. Und dann in den Versen 19 bis 22 erklärt Jonatan, was sein Tiken und David wird sein. Er sagte am Vers 19, dann geh nu, oder geh nu der steht, wo die Eiermüll verstürkst, und blieb hängen ja eine Steine klappen, dann war ich 3 Fehlen, in der eine sieht scheiden, als wenn ich ab Ziel scheid, und ich war mir deine Schaken, die Fehlen zu siegen, und wenn ich arm, dann sei kicke mal, die Fehlen sind noch, und das sieht von die, dann hol die, dann sollst die über Deal kommen. So sag ich, dass der Herr lebt, als du dann keine Gefahr für die. Aber wenn ich zu dem, deine sei, kicke mal, die Fehlen sind noch wieder auf, dann gut die weich, dann hat der Herr die geschickt, die zu raten. Und nur diese Dinge, nur dem, dass sie diese Dinge berät wurden, dann sagt Jonatan zu David, aber solange als ich lebe, halt dein Wort, Verse 14 bis 17, dass du mich vor dem Herrn gibst, dass du mich treuhärtig warst, Gott sein, und wenn ich sterbe, dann hier nicht ab mit deiner treuhärtigen Leib für meine Familie. Und so wieder. So Jonathans wird die Wiesen an seiner Wahrlichkeit ihren Plan auszuführen, auch wenn es ihm sein Leben kosten wird. So erstens, wir bereit, sein Königsreich abzugeben. Und nie sagte, auch wenn ich hier da sterben mag, wo ich das für die tun. Woran wir so wahrlich all das für David zu tun, wie es vom harten Leib hat. Und wie es weiß, dass Gott gewählt hat. Gewählt hat. David gewählt hat. Na, wo leicht würde nicht für Jonatan gewahrt sein, David vorzunehmen und Saul anbringen. Ganz einfach. Wenn David tot wird, dann würde ich ja nicht wollen. Aber einer steht, dass er dort steht. Da er sich ein Plan ut, wo er Davids Leben raten kann. Auch wenn er da sterben würde machen, würde er das für David tun. Liebe Geschwister, viele wird sagen, wie was aufgangs ist. Und was aufgangs das. Das ist, was läuft das. Und wenn wir läuft einander haben, und einander haben, das, wo wir unsere Worten vor aufgangs schützen können. Wenn das Leben nicht durch ist, liebe Geschwister, dann wollen wir immer weiter versuchen, aufgangs sich über andere zu wollen. Aber wenn wir Leib haben, dann ja, wie diese Gefälle, diese aufgangs die Gefälle überstehen. Und dieser Leib kommt von Buben, das kommt von Gott. Wenn wir wieder lesen, dann sagt Gottes Wort ans, wo Saul Jonatan am 2. Tag vom Fast frei und deut, wo David wie an Jonatan anfuhr, David prachtet auf, er nicht könne Bethlehem gehen. Und nu, wo wir sein, was passiert ist. Verse 30 bis 31. In Verse 31, oder 30 und 31, sagt Gottes Wort, dort Saul sei doll, er wie Jonatan war. Und er sagt, du bist der Sohn von einer Frau, die verdreht gegen uns ist. Zu deiner eigenen Sohn und deiner Mutter ihrer Sohn hast du ihren Sohn umgestellt.
Solange als der Jung lebt, bist du die nicht, und auch den kann ich nicht sagen, nu gut und hol dem. Der muss sterben. Hat Jonatan das nicht alles euch gewusst? Ja. Aber an wir in down. Und wenn wir uns all denken down, wir haben nicht so die meisten Eltern von der sind. Er tut alles, was er kann, um seinem Sehen dort zu geben, was er gedacht hat, am gehört. Nicht? Auch wenn das gegen Gottes Willen ging. Liebe Geschwister, wo sind wir als Eltern, wo sind wir als Onkels und Tanten, wo sind wir als Großeltern, wo sind wir als wo sind wir mit den Kindern? Sind wir auch ein bisschen so, wie werden unsere Kinder das ganz Beste am Leben geben? Aber was für weit? Unsere Kinder sollen die beste und dierste Kleider haben vielleicht, oder die schönste Spielsachen haben. Aber habe ich mal daran gedacht, dass wir manchmal zu weit gehen? Vielleicht sogar gegen Gottes Willen, wenn wir unsere Kinder reich alles geben, was sie sich wünschen können? Wenn wir das einmal tun, wenn wir lernen, unsere Kinder zu schaffen, wenn wir lernen, unsere Kinder taub zu schauen, wenn wir lernen, unsere Kinder, dass sie nicht die Dinge dieser Welt hängen sollen sein, über die Dinge Gottes. Ist das nicht so dort? Und hier muss ich abpassen. Als Kind habe ich nicht viel kriegen, wie wir eine größere Familie. Und nu sehe ich vor. Nu habe ich mein eigenes Geld und meine eigenen Kinder. Und manchmal war ich versucht, ihnen dort zu geben, was ich nicht haben könnte. Und ich muss Zeit damit abpassen. Denkst du, das ist nicht immer gut für ihn, wenn sie alles kriegen, was sie wollen? Das ist besser vielleicht, dass sie mit Lernen schaffen, selbst Geld aufschauen würden, nicht? Und bitte bringen, dass einer soll erstens nur die Dinge Gottes trachten, eine seine Gerechtigkeit. Und dann wird Gott für uns sorgen. Er wird sicher merken, dass seine Kinder alles am Leben haben, was ihnen fehlt. Und ich weiß, ich kann beten down in das. Und ich will beten down. Als Eltern, weil wir dort Beste für unsere Kinder haben, aber wir müssen daran denken, dass dort Beste für an Gottes Willen zu gehorchen ist. Weil wir dort down und dort beibringen. Als Jonatan anwart, wo da sind vor der Ehe David, wie Leute David fuhrt, mit den Fehlen weiten. Und als der Jung, der seine Fehlen fängen soll, verleiht kein David von hinter dem Stein klammen und knallt sich 3-mal vor Jonatan, jedes Mal mit seinem Gesicht aber ihr. Und sie küssten sich untereinander und hielten Bett taub. Und David wird dort noch schwander als Jonatan. Und dann sagt Jonatan zu David, gut und Fried. Wir haben uns doch untereinander versprochen und haben sie nun, dass er soll der Zeug zwischen uns Bett sein und zwischen mir nu kommen und die nu kommen ab einmal. Einer schreiben, und hiermit will ich schließen. Er sagt, treu zu sein ist eine von den ganz wertvollsten Eigenschaften am Leben. Und der selbstloseste Port von Leben. Treu zu sein, kann einer nicht bloß für sich selbst leben. Treue Menschen sind nicht bloß fähig für ihre Verantwortungen vorzustehen, aber sind auch bereit für die zu leiden. Jonatan wie ein wunderbares Beispiel für was das meint, treu zu sein. Liebe Geschwister, weil wir als Kinder Gottes Krieg so gut Gott treu sein. Und auch untereinander treu sein. Wo Gott uns helfen, dass wir würden diese selbe Art Leben haben, miteinander, als was David und Jonatan hatten. Dass wir würden niemals aufgehen luten in unsere Horten anzukriegen. Dass wir würden solche Sachen sein, ein und soll sein, was diese zwei wären.